Der verflixte Strumpf. Wo bleibt sie denn? Er kommt doch gleich. Tja, so ist das nun. Was hast du denn da mit dem... Die Strümpfe denn hier zu hängen? Hast du immer andere Namen gehabt? Hast dir die Backen damit geeilt und gesagt, Bein und sollte meine Strümpfe wohl stehlen? das kann man niemals wissen. Bring sie lieber weg. Ich glaub, mein Frenzi, du bist bloß in so schlechter Stimmung wegen der Verreiserei. So, du brauchst dich nicht mehr zu ärgern über die alten Strümpfe. Ich kann das Wort Strumpf schon nicht mehr hören. Ich verstehe das nicht. Was du auf einmal mit meinen Strümpfen hast? Lass gut sein, Kind. Das kommt wohl nur, weil ich verreisen muss und hab doch keine Lust dazu. Schieb's doch ein paar Tage auf, bis du mehr Lust dazu hast. Nein, das ist abgemacht und es gibt kein Zurück. Oh, schade. Wenn du nicht hier bist, ist das doch kein Leben. Meine Sneewittche. So, nun geh nur schnell und hol mir meine Schuhe vom Schuster. Dauert nicht lange. Ist ja nur ein paar Häuser weiter. Ich beeil mich auch. Du brauchst mich doch noch, ehe du abreist. Ich brauch dich immer, Sneewittche. Ich habe schon alles zurechtgelegt für deine Reise. Und pack deine Tasche, dann wenn ich zurückkomme. Ich kann mich prügeln. So eine Frau. Um die zu spielen, als ging's um Geld und nicht ums Liebste, was man hat. Morgen. Morgen, Kasper. Ich trage die Tasche doch wieder nach der Postkutsche wie immer, ne? Ja, Kasper, ja, natürlich. Natürlich. Und dann wollte ich noch fragen, ob noch was Besonderes ist für die Zeit, wo ihr nicht hier seid. Wahrhaftig. Er kommt. Also doch. Da reden wir nachher noch drüber. Kasper, im Augenblick habe ich keine Zeit. Geh du deiner Hantierung nach. Hantierung, ja. Ja, nun geh schon, geh. Gib her. Bin ich hier wohl richtig bei Herrn Lafrenz? Ah, Seidmund. Komm näher. Gut, dass du Wort gehalten hast. Nett hast du's hier, das muss man sagen. Bisschen weit draußen, aber leben lässt sich's hier bestimmt kommodig. Naja, das tut's. Gegen ungebetenen Besuch hast du dich auch gut gesichert. Der hohe Zaun um Garten und Haus, das sieht fast aus wie bei den Türken. So? Ja, da ist das ja auch nötig, wegen der Frauen, dass da nicht mal ein fremder Hahn auf Jagd geht zwischen den Hühnern. Red nicht so ein dummes Zeug, sowas hab ich nicht nötig. Ich hab's dir gestern schon gesagt, als wir im Ratsweinkeller saßen. Ich brauche weder Zaun noch Schloss. Meine Sneewittche hat ein Schloss vom Herzen, zu dem ich allein den Schlüssel habe. Den Schlüssel wohl, das will ich nicht abstreiten.
Der wird vom Altar mitgeliefert. Aber Diebe brauchen keinen Schlüssel. Die nehmen Dietrich und wissen damit umzugehen. Mit diesen Redensarten hast du mich gestern genug traktiert. Ich will nichts weiter davon wissen. Und was wir ausgemacht haben, das weißt du noch. Natürlich weiß ich das. Meinst du, ich hätte unsere Wette im Weinrausch abgeschlossen? Dann ist ja gut. War das deine Frau, die da eben lang ging? Hast du sie gesehen? Nur von hinten. Sie ging ja zur anderen Seite. Der Gang ist gut, du. Bei Frauen muss man immer auf die Gangart achten. Die Beine sind die halbe Frau. Willst du meine Frau taxieren, wie du ein Pferd taxierst? So ist das nicht gemeint. Na dann entschuldige bitte. Lavrenz, sieh mich mal an. Na und? Wir wollen das Ganze lassen, Lavrenz. Lassen das Ganze? Unter einer Bedingung. Und die wäre? Du gibst mir zu, dass Sneve dir zu hoch steht, als dass du dich daran traust. So nicht. Ich wollte dich schon. Nee. Söldmund. Lavrenz. Am Ende hast du recht, wir sollten das Ganze lassen. Ist gut. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Jeder bleibt bei seinem Glauben. Du hältst deine Frau für feuerfest. Und du? Ich denk mir, was ich will. Nee, da wäre ja wieder alles beim Alten. Dann bleibt's bei dem, was ausgemacht ist. Ich kann nicht mehr zurück. Bis zum Schuster. Komm gleich wieder. Sag mal, Söldmund, glaubst du, das ist schon mal vorgekommen auf dieser Welt? Dass ein Ehemann seinen besten Freund auffordert, ihm die Frau zu verführen, nur weil er wissen will, dass sie nicht zu verführen ist? Nix ist so dumm, als da das nicht einmal passiert ist auf der Welt. Mein Gott, sie kommt. Ist schon ganz nah. Sie darf sich hier nicht sehen. Ja, weg kann ich nicht mehr. Nee, ist zu spät. Komm hier. Nein, Gottes Willen. Hier. Hier stell dich hier mal her. Hinter das Tor. Ja, das mag gehen. Augenblick. Ja. Halt den Strauch dir vors Gesicht. Ja, das geht. Da bin ich wieder. Ist doch schnell gegangen, was? Ja, ja. Deine Schuhe sind fertig. Willst du sie mal sehen? Nein, nein, nun geh nur erst ins Haus und packe meine Tasche. Was hast du denn für eine Eile auf dem Mal? Ja, nun geh schon, geh. Du bist ganz anders, als du sonst bist. Mach nur schnell, dass du verschwindest, bevor sie aus dem Fenster sieht. Viel habe ich nicht von ihr gesehen. Der alte Hut, den sie auf dem Kopf hatte, stand mir im Weg. Aber wenn die Blume so schön ist wie der Stängel, rank und schlank, dann lohnt es sich wohl mal daran zu riechen. Lass deine schätterigen Redensarten gehen. Wann reist du ab? Eine Kutsche geht in einer guten Stunde. Und mit dem Strumpf als Zeichen, dass ich meine Wette gewonnen habe, dabei bleibt es. Die Beine sind das Heiligtum von jeder Frau. Wenn sie daran lässt, der kommt auch weiter. Es bleibt beim Strumpf. Ist gut. Und wenn du verlieren solltest, bleibt es auch beim Ausgemachten. Ja, ja, dann gebe ich zu, dass ich die Kunst doch nicht verstehe und fange ein anderes Leben an. Die Jagd auf Wild mit langem Haar und blanken Augen wird abgeblasen und ich heirate die erste Beste, die mir vor die Füße läuft. Wird Zeit, dass du an die Kandare kommst und dass eine Frau die Zügel in die Hand nimmt. Tschüss. Und wenn ich wiederkomme, bist du klüger. Du auch. Warten wir es ab. Tschüss. Tschüss. Kaspar. Kaspar! Herr? Wegen deiner Arbeit ist wohl weiter nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Ne? Es läuft ja so, wie es immer läuft. Ja. Ne? Sag mal, Kaspar, du warst doch verheiratet.
Verheiratet, jo. Ja. Mein Gott, meine gute alte Marlene, die liegt nur auch lange Jahre unter der Erde, ne? Aber ihr wart doch auch mal jung. Jung? Ja, war eine schöne Zeit. War sie denn hübsch, deine junge Frau? Hübsch? Ja, das wird sie wohl gewesen sein, ja. Ach, da guckt man nachher nicht mehr so viel hin. Ist sie dir immer treu gewesen? Was? Haben andere Männer ihr nicht mal nachgestellt? Nachgestellt? Ach so! Oh, nee, um sowas habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht. Aber sie vielleicht? Sie? Oh, zu sowas hat sie gar keine Zeit. Am Tag, da hat sie Arbeit über Arbeit, dass sie froh war, dass es Abend wurde und wir zusammen liegen konnten und hatten ein bisschen Ruhe. Nö, ich glaube, um sowas, da hätte sie auch nichts gegeben. Nö. Hast du es ja gut gehabt, Kaspar. Ja. Gibt Männer, die sind auf sowas aus. Ich will mal sagen, was hättest du gemacht, wenn so einer gekommen wäre? Und wollt man mit meiner Frau so ein bisschen Fietsche pupperieren? Fietsche, ja. Ach, da wäre ich einfach von abgekommen. Also wenn ich so einen Zwutsche gehabt hätte, die sich auf sowas einstellt, also dann hätte ihr das Fell versohlt, dass ihr das zweite Mal die Lust danach vergangen wäre. Ja, dann hätten wir beide unser Vergnügen gehabt und wären wieder quitt gewesen. Es gibt Leute, die sagen, man kann sich auf keine Frau verlassen. Wenn einer kommt, es anzufangen weiß, geben sie nach. Wenn das einer von meiner Frau gesagt hätte, dem hätte ich einen in die Schnut gehauen. Hat doch wohl nicht einer von unserer Frau? Ach, Dummheit! Das sollte sich mal einer unterstehen. Unterstehen? Nicht so ungut, Herr. Ich dachte bloß, ihr fragt mich so gediegen. Das hat mit mir doch nichts zu tun. Nichts zu tun. Dann ist so gut, Herr. Was ich noch sagen wollte, Kaspar, ja. Du musst die Ohren und die Augen offen halten und alles, was hier vorgeht, musst du hören und sehen. Ich verlange Bericht von dir, verstehst du? Ja. Hören und sehen, Bericht. Jawohl, Herr. Ich will alles wissen, auch die kleinste Kleinigkeit. Besonders musst du aufpassen, dass... Ja. Deine Tasche ist gepackt, mein Frenzi. Du musst nur doch bald los. So eilig ist es wohl noch nicht. Kaspar, ich rufe dich dann, wenn es Zeit ist. Ist gut, Herr. Was hat das alles zu bedeuten? Sagtest du was? Gesagt habe ich nichts, nee. Ich habe bloß was gedacht. Ich habe deine neuen Schuhe mitgebracht. Setz dich hier auf die Bank und zieh sie gleich an. Kaspar nimmt die alten dann mit rein. Hier draußen? Ja, setz dich. Ist doch so schön heute Morgen. Wir bleiben dann noch so lange sitzen, bis du weg musst. Sind doch keine Löcher in den Strümpfen? Nein, sind in Ordnung. 2 Paar habe ich noch in die Tasche gepackt. Bring auch alle wieder mit. So ein Strumpf kann gar zu leicht verloren gehen. Hat er auch ein sauberes Taschentuch mit? Mach, dass du reinkommst. Was böckst du ihn denn so an? Ach, ist doch beschämend, wenn du mich hier zurecht machst wie so ein Schulkind. Na, verlier auch keinen Strumpf. Was soll das? Sieh du mal lieber zu, dass du keinen verlierst. Was ist bloß los heute Morgen mit den Strümpfen? Wollen aufhören mit der Quatscherei. Ich dachte, wir hätten wohl was Besseres zu tun, so kurz vor meiner Abreise. Das meine ich auch, mein Frenzi. Es geht mir immer durch und durch, wenn du abreist und lässt mich hier allein. Du kannst mir glauben, Snehwit, wenn ich jetzt unterwegs bin, meine Gedanken sind immer bei dir. Mehr als du denkst. Ist das wahr? Ich habe doch Angst um dich. Eine Frau allein ist immer in Gefahr. Bisschen einsam ist es hier draußen ja. Und wenn ich nachts denn so allein lieg und wach auf und höre deine Atemzüge nicht, dann kann es wohl sein, dass mich die Unruhe überkommt und ich es nicht mehr aushalte im Bett. Dann ziehe ich Strümpfe an
und wander so im Nachthemd im Haus rum. Und wenn es schön warm ist draußen, so wie jetzt, dann gehe ich auch mal in den Garten und denk daran, wie schön das wäre, wenn du an meiner Seite gingst. In Strumpf und Nachthemd in den Garten? Das tust du nicht, Sneewittchen, das tust du nicht. Hier sieht mich doch keiner. Leute schleichen herum, wo man sie nicht vermuten sollte. Geht doch ein Zaun rum hier im Garten. In Strumpf und Nachthemd in den Garten. Vielleicht könntest du dich hier erkälten. Oh. Kaspar! Kaspar! Ja, lass losgehen. Das hat noch Zeit. Kaspar, wenn du hier abends dort das Tor abschließt, lässt du den Schlüssel drin stecken. Drin stecken. Sonst habe ich ihn immer dort auf den Nagel gehängt, da an meiner Tür. Was du sonst getan hast, ist egal. Mach, was ich sagte. Ist gut, Herr. Wird gemacht. Ist sonst noch was? Nee. Nee. Wozu denn das? Lass ihn kommen mit dem Dietrich. Dann kann er nichts beschicken. Wer soll mit dem Dietrich kommen? Die brauchen keinen Schlüssel. Die haben einen Dietrich. Was hast du denn auf einmal mit einem Dieb? Sowas ist hier noch nie passiert. Einmal kann es das erste Mal nur sein. In Strumpf und Nachthemd in den Garten. Wenn ich bloß daran denke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Wenn ich das gewusst hätte, dass es dich so aufregt, dann hätte ich es gar nicht gesagt. Und hättest du es getan? Ja. Das wäre ja noch schlimmer. Kaspar! Kaspar! Ja, soll's losgehen, Herr. Ach, nicht so dumm. Ich sag dir schon Bescheid, wenn es soweit ist. Ist gut. Ja. Warum läufst du weg? Ja, warum laufe ich weg? Ich dachte bloß, das wäre noch nicht so weit. Dummheit. Komm hier mal her, bring da die Bank mal rein. Die Bank. Die Bank? Habe ich nicht deutlich genug gesagt, die Bank? Ja, laut genug habt ihr es gesagt. Warum soll denn die Bank da nicht mehr stehen? Ich sitze da doch so gern am Nachmittag und gucke ein bisschen übers Feld. Wo möchte ich auch in Strumpf und Nachthemd? Das sollst du eben nicht. Warum sprichst du so hart mit mir, mein Frenzi? Das hast du sonst nicht getan. Man muss an alles selber denken, wenn man aus dem Haus geht. Sonst denkt ja keiner dran. Wo soll ich jetzt hin, Herr? Im Keller oder auf dem Boden? Quatsch. Stell sie hier drinnen an den Zaun. Hinten an den Zaun, ja. Erst draußen, dann drin. Abwechslung muss sein. Verschone mich mit deinen Redensarten. Meinst du, ich stelle eine Bank da draußen hin, dass der es auch recht bequem hat, der hier rübersteigen will? Rübersteigen? Was sagst du da? Ja, Frau. Aufpassen muss man wissen. Das hat der Herr mir vorhin schon gesagt. Schnack nicht, mach, dass du reinkommst. Ja, ich reinkomme. Ja. Und wenn noch was ist, ich stehe zu Diensten. Was hast du ihm vorhin schon gesagt? Nichts. Der Alte ist schon leicht verwirrt. Lavrenz, du verschweigst mir was. Hier ist was, wovon ich nichts wissen soll. Wenn du dich an das hältst, was ich dir sagte, ist alle seine Mühe vergebens. Wessen Mühe? Ich meine, wenn es wirklich einer versuchen sollte und wollte hier einbrechen. Ich bleib hier nicht allein. Du hast mich ganz durcheinander gebracht. Lavrenz, bleib doch diesmal hier. Reiß nicht und lass mich nicht allein. Ich vergehe doch fast vor Angst. Denn wenn du wüsstest, was sich darum geht, wenn ich hier bei dir bleiben könnte. Und warum kannst du es nicht? Hier geht es um ein Manneswort. Ich denke, das sind Geschäfte. Schweig, Sneewittchen. Mach mir nicht das Herz noch schwerer. Das kann kein Weib verstehen. Kaspar! Kaspar! Na, soll's nun losgehen? Wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst die Dummen fragen lassen? Hier, nimm die Leine ab. Die Leine ab, ja. Frenzi, lass sie doch hängen. Ich habe gerade noch ein paar Strümpfe im Wasser und wollte sie dann aufhängen, wenn du weg bist. Ja, du machst das ja nicht sehen, wenn sie hier hängen. Ja, soll ich sie nur abnehmen oder hängen lassen? Hängt hier Wäsche auf der Leine und dort geht einer vorbei und sieht es. Dann ist es doch, als würde er eingeladen, das Zeug hier nachts zu stehlen. Ja, möglich ist das. Ja, unser Herr, der hat es ja nur. Wann ich mit der Vorsicht. Du sollst die Leine abnehmen und keine Reden halten. Wenn das so weitergeht, dann verpassen wir noch die Postkutsche. Franzi, nimm mich doch mit. Ich bleib hier nicht allein. Ich kann nicht bleiben. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das wäre ja nicht reell. Warum denn nicht? Nein, leider geht es nicht. Es ist kein Platz mehr in der Kutsche. Alles besetzt.
Nein? Nein, ich bleib hier nicht allein. Ich kann nicht bleiben. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Das Einzige, was möglich wäre, das wäre... Was wäre das? Gundel müsste kommen und müsste bei mir bleiben. Gundel, das ist eine Idee. Ja, wenn die hier bei mir ist, dann habe ich keine Angst mehr. Gundel, das ist eine Idee, mir ist nicht bang vor Tod und Teufel. Kommt sie denn auch? Und du schickst Kasper auf dem Rückweg bei ihr vor, lässt ihr sagen, sie müsste gleich kommen. Gleich. Dann packt sie ihr bisschen Nachtzeug auf den Dutt und ist in einer halben Stunde bei mir. Gott sei Dank. Ich mach denn gleich ihr Lager zurecht in unserer kleinen Fremdenstube. Fremdenstube? Ja. Nein, sie soll in meinem Bett schlafen, an deiner Seite. Es soll genauso sein, wie wenn ich bei dir wäre. Oh, ein bisschen anders wird's wohl sein, mein Franzi. Aber nun ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, nun freue ich mich da richtig drauf. Das soll vergnügte Tage werden mit uns beiden. Nun ist auf mal alles ausgestanden. Nun kannst du auch geruhig reisen. Kaspar! Ja. Kaspar! Ja. Was willst du denn mit den Pistolen, Mensch? Ich dachte, das wäre am Ende besser, wenn ich sie bei mir hinlegen tue, wegen jeden Fall denn so. Leg die Kanonen weg, Mensch, die sind geladen. Ja. Und meine Tasche und den Überrock. Wird Zeit, dass wir zur Post kommen. Na nur, auf einmal. So, dann reis mit Gott, mein Franzi. Ich bin ja auch bald wieder hier. So 4, 5 Tage, sagtest du doch, bist du weg? Na, dann komm mir bloß nicht zu früh, damit du uns hier nicht das Vergnügen störst. Snevit, das hätten wir vor einer Viertelstunde nicht gedacht, dass das so ein froher Abschied wird mit Spaß und Lachen. Geh nur voraus, ich komme gleich nach. Ist gut, Herr. Und denn mit dem Abschied nicht zu lang, da war Pilotentiet. Es gibt auf der ganzen Welt nicht zwei, die so zusammengehören wie wir. Ach, jetzt kenne ich dich wieder, mein Lafrenz. Das sind die Worte, die ich von dir gewohnt bin. Nimm es nicht übel, dass ich vorhin so gnatzig war. Es war nichts anderes als die Sorge um dich. Ich weiß, mein Franzi. Nun ist er weg. War das bloß, dass er so anders war? Mahlzeit. Ich verliere wohl gar einen Strumpf. Oh Gundel, das ist mir doch gar nicht recht, dass du das machst. Willst du deine Strümpfe im Schornstein trocknen? Er will das doch nun mal nicht. Die Frau, die alles tut, was ihr Mann will und alles nicht tut, was er nicht will, die kann weit kommen. Er war so aufgeregt heute Morgen, wie ich ihn gar nicht kenne. Er hat mich richtig angebölkt. Und dann willst du noch tun, was der alte Bullerjan dir sagt? Ich lass mir das auch nicht abstreiten, dass da was hintersteckt. Ja, wenn hier Strümpfe auf der Leine hängen. Das weiß ich eben nicht. Genauer hat er sich nicht ausgelassen. Merkwürdig ist das ja. Oh, da hängen die Strümpfe und da bleiben sie hängen. Schönen guten Nachmittag, die Damen. Schönen Dank, Kaspar. Kaspar, was machst du da? Strümpfe abnehmen. Lässt du sie
Nee. 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 So, weiter geht's so nicht mehr. Was wollen wir nun? Wollen wir nun hinterwärts wieder ans andere Ende? Was soll die Uhlenspiegelei? Oh, ich hab ja immer gesagt, der den Frauen für die Wäsche kommt, der hat Ungelegenheiten von. Nix für ungut. Das ist mir bloß so ausgerutscht, Kasper. Ja, ein Mann, der verheiratet gewesen ist, der ist ja an sowas gewöhnt. Nur sag mir bloß, Kasper, was ist hier los mit den verflixten Strümpfen? Sie weiß noch nicht, was da für eine Gefahr bei ist. Ach, nun lass die Dummheiten doch. Ich habe heute Morgen schon genug Ärger davon gehabt. Kasper, hat Lavrenz dir nicht gesagt, was das zu bedeuten hat? Zu bedeuten hat? Nee. Und du hast keine Ahnung, was das soll? Lass die Kratzerei. Du weißt was? Wissen weiß ich gar nichts und ich ahne auch nicht was. Ja. Der Herr hat heute Morgen hier Besuch gehabt. Das ist nicht wahr. Dann hätte ich ihn das sehen müssen. Nee, Frau, ihr wart doch beim Schuster. Und als ihr wiederkam, da hat der Herr ihn hier zwischen die Tür geklemmt. So. Ich sollte ihn wohl nicht sehen. Und er hat dir nicht gesagt, dass hier einer gewesen ist? Das hat er wohl vergessen in der Eile. Er verschweigt mir sonst nichts. Das ist verdächtig. Hast du den Mann denn gekannt? Bekannt? Nee, aber er war mir bekannt. Ja, gesehen muss ich ihn schon mal haben. Ja. Och, ist wohl einer von seinen Freunden gewesen. Die gucken ja öfter mal hier rein, wenn sie gerade vorbeikommen. Nee. Von denen war es keiner. Nee, wenn ich doch bloß auf den Namen kommen könnte. Er liegt mir auf der Zunge. Dann schluck ihn mal nicht runter, sonst ist er weg. Ich hab so ein Söldgefühl im Mund, wenn ich mich auf den Namen besinnen will. Ein süßes Gefühl im Mund, sag mal. Das ist doch nicht Söldmund gewesen? Richtig. Söldmund. So heißt der Kerl. Ja. Ich habe ihn lange nicht gesehen hier in der Stadt. Söldmund, oha. Söldmund. Dann kommen wir der Sache schon näher. Tja, wer ist denn das? Ja, also ich bin dann hier wohl erstmal über, ne? Ja, ich will nämlich draußen am Zaun ein bisschen ordentlich machen. Nun, wo die Bank da weg ist, da passt es gerade so schön. Ja, mach das mal. Wenn wir dich brauchen, dann bist du ja zu kriegen. Richtig. Söldmund hätte der Kerl. Wer ist denn das bloß? Söldmund, komm. Setz dich mal mit her. Oh, Gundel, du machst mich neugierig. Söldmund. Söldmund, das ist das beste Staatsstück vom Kerl, das wir hier in der Stadt auf Lager haben. Wenn du von hier wärst, würdest du ihn kennen. Aha. Ach, jetzt fällt mir der Name wieder ein. Er hat mir früher mal von ihm erzählt. Er ist ein Freund von Lavrenz, nicht? Ja, die passen schön zusammen. Lavrenz ist ein bisschen unbedarft und ihm nie im Weg gewesen bei all seinen Zwutschereien. Zwutschereien? Mit Frauen? Mit Weibern. Oh, Igitt. Solche Kerle sind doch bloß zu bedauern. Was sie prahlen, da ist bloß so viel von wahr. Und das ist noch stark übertrieben. Und was dann überbleibt, davon haben sie so viel Lauferei, dass das Vergnügen, das sie davon haben, sich knapp lohnt. Aber ein schlechter Kerl ist so einer doch. Kein Mann ist von Natur aus schlecht. Sie sind alle von Natur aus gut. Das erst recht nicht. Ja, was sind sie denn? Wenn sie nicht schlecht sind und nicht gut. Gar nichts sind sie. Der Herrgott setzt die Kerle halbfertig in die Welt und lässt sie dann laufen. Er denkt, lass doch die Frauen dafür sorgen, dass daraus was wird. Dass er ihn früher nicht schon mal besucht hat. Er ist lange Jahre auf Reisen gewesen in seinen Geschäften. Ich habe schon gehört, dass er wieder hier ist, aber zu Gesicht habe ich ihn noch nicht gekriegt. Kennt er dich denn? Nee, ich habe mich immer abseits gehalten. War auch noch zu jung damals. Knapp ist er zurück, da geht's schon wieder los. Was? Na, dass hier was in Gang ist, das ist doch klar. Er hat was Heimliches mit deinem Lavrenz. Meinst du? Ja. Warum hat er dir denn nichts gesagt? Was die Männer erzählen, das hat nicht viel zu bedeuten. Was sie nicht erzählen, da muss man mehr hinhören. Oh. Er will doch Lavrenz nicht gar verführen, dass er sich auch auf sowas einlässt. Dazu ist der nicht zu gebrauchen.
Das muss anders zusammenhängen. Vorher haben sie was und wir müssen dahinter kommen. Wie willst du dahinter kommen, wo er doch gar nichts gesagt hat? Ach, Snehwit, die Kerle sind ja schlau. So schlau, dass da manchmal das Ende von weg ist. Aber so schlau sind sie nur auch wieder nicht, dass sie sich nicht zuletzt in ihrem eigenen Garn verfangen. Gemerkt haben wir ja schon was. Und das andere, das findet sich. Ich bin richtig bange. Was kann sie bloß haben? Er war so aufgeregt. Am Ende hat er ihn zu einer großen Dummheit überredet und ärgert sich jetzt, dass er sich darauf eingelassen hat. Die Augen und Ohren müssen wir offen halten. Er kommt! Wer kommt? Na, er! Oh Gott! Ja, ist ja schon ganz dicht bei. Komm rein. Ich will den Kerl nicht sehen. Ja, geh du mal rein. Ich komm gleich nach. Ich will doch mal sehen. Ja, das ist Sigmund. Kaspar? Ja? Wir müssen rauskriegen, was hier los ist. Ich glaub, das hat was mit unserer Frau zu tun. So? Ja, ich wollte das mal nicht sagen, als sie dabei stand. Richtig. Hat Lafrenz da was von gesagt? Nee, nichts Genaues. Er hat immer so drumrum geredet. Ja, das kannst du mir alles nachher erzählen. Wird Zeit, dass ich hier wegkomme. Pass gut auf, was er hier will, ja? Und wenn es nötig ist, dann komme ich dir zu Hilfe. Raus muss das. Am Ende ist eine Dummheit abzuwenden. Eine Dummheit, ja, das ist mir auch meist so, ja. Und lot die nicht überdübeln, Kaspar. Überdübeln, nur nicht von so einem. Oh. Was er nun wohl macht. Ja, so einfach ist das nicht, mein lieber Mann. Ist da einer? Guten Tag. Habe ich doch richtig gehört, dass da einer ist. Was steht zu Dienst? Kennst du mich? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Ich bin ein Freund deines Herrn. Ah, Freund, mein Herr. Ah ja, und ich heiße Kaspar und bin sein Gärtner. Angenehm. Ist der Herr zu Hause? Der Herr, der ist ja heute auf Reisen. Wollt ihr am Ende mit seiner Frau mal schnacken? Nein, das nicht. Was ist denn das? Tja, also ich glaube meist, das sind Strümpfe. Gehören wohl der Frau. Das ist möglich. Meine sind es, glaube ich, nicht. Da gehört was anderes rein als deine alten Stampfer. Ein Strumpf. Und wer nun meint, Strumpf sei Strumpf, der kennt die Welt nicht. Ja. Das ist ein Frauenstrumpf und sowas ein Dings für sich, ne? Schön geknüpft, Masche für Masche. Weich und mollig. Oh, verbrennt euch bloß die Finger da nicht dran. Das ist ein scharfer Kram. Hier kommt der kleine Fuß rein, mit den rosigen Zehen. Ja, 5 an jedem Fuß. Ne? Und hier verengt es sich dann. Ja, unten muss so ein Frauenbein was dünner sein als oben. Sonst wäre es ja ein Stocken und kein Bein. Kennst du da auch was von? Auch was von, was man in jungen Jahren gelernt hat, das vergisst man auf die alten Tage nicht ganz. Ne? Guck an, was du noch auf der Naht hast. Und hier beult sich das dann weiter aus. Genau wie bei einer Buddel. Bloß, dass eine Buddel nach unten hin breit ausläuft und der Strumpf nach oben.
Da wird ja Platz gebraucht für die Rundlichkeiten, die nun so langsam ihren Anfang nehmen. Ja. Wenn all die Rundlichkeiten unten säßen, im Schuh, da wäre ja nicht viel mit los, ne? Und was innen sitzt, in der Buddel und im Weiberstrumpf, oh, das ist ein scharfer Kram, ja? Das teilt den Kerls leicht zu Kopf, dass sie manchmal böse Dummheiten machen. Verdammt, du weißt Bescheid. Und hier verengt es sich dann wieder, denn einmal geht die beste Rundung ja zu Ende. Ja, einmal geht die beste Rundung zu Ende. Und da wären wir ja nun wohl bei Knie angelangt, ne? In Anatomie scheinst du Bescheid zu wissen. Aber mit dem Knie ist ja die Herrlichkeit noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Wenn die Beschreibung so weitergeht, wer weiß, wo ihr dann landet. Das sind die Strümpfe von unserer Frau. Da mag ich sowas nicht gerne hören. Ein Strumpf ist wie der andere, also auch nichts anderes Lass doch den Strumpf mal sehen. Was gibt's denn bloß an dem verflixten Strumpf so sonderlich zu sehen? Stell dich doch nicht so an. Wir ziehen das Ding schon lange, als wenn es ein Band vom Meer. Da passt doch nachher kein Bein mehr rein. Lass los! Wollen mal sehen, wer besser ziehen kann. Man soll das nicht glauben. Spiel zwei ausgewachsene Kerle, ihr taut sie mit dem Strumpf. Was ist denn das für ein Trampel? Ja, was ist denn das? Ich bin die Magd hier und ich heiße Katrin. Ich bin die Magd hier und ich heiße Katrin. Ja, das ist unsere Katrin. Ja, mit dem Strumpf. Man sollte euch das Ding um die Ohren hauen. Du bist eine hübsche Dirn, Katrin. Ja, das sagen die Kerle alle, wenn sie mich zu sehen kriegen. Ne? Wer ist denn das? Das ist ein Freund von unserem Herrn. Och nee, so einen schmucken jungen Mann haben wir hier lang nicht gehabt. Ne? Och, und so feines Zeug, was? Da muss ja jeder Frau das Herz im Leib bei lachen, wenn sie sowas zu sehen kriegt. Unsere Katrin und Kerls, da versteht sie was? Ja, unser Herr, der ist ja nun verreist, ne? Ja, das weiß ich schon. Soll ich denn unserer Frau Bescheid sagen? Danke, das hat Zeit. Steht denn sonst was zu Dienst, Herr? Nein, eigentlich nichts Besonderes. Bloß ein bisschen Tauziehen mit unserem Kasper, was? Ja, da hätte ich auch Lust zu. Aber nicht mit dem Strumpf, der hält das ja nicht aus. Lass doch den Strumpf mal sehen, Katrin. Halt bloß fest, mir hat ihn auch wegnehmen wollen. Ich weiß gar nicht, was er will. Die ganze Zeit hat er was gehabt mit dem Strumpf. Ich geb dir dann einen Taler für Katrin. Ein Taler für einen Strumpf? Das Geschäft, das mache ich. Dann gib her. Halt mal fest. Nun kommen wir der Sache schon näher. Was sagst du? Ja, rumdrehen und nicht gucken. Mal zu, mal zu. Hier, den könnt ihr kriegen, das ist meiner, Herr mit dem Nee. Was ist denn los mit dem Strumpf? Der ist doch wunderbar. Ach so, du hast einen Lockpin. Ja, dann 2 Silbergroschen billiger. Damit ist mir nicht geholfen. Das muss ein Strumpf eurer Frau sein. Ach so, das muss ein Strumpf unserer Frau sein. Ja, dann kann ich meinen Feuerwehrschlauch ja wieder überziehen. Ne? Merkst du was, Kasper? Mit dem Strumpf, da muss er was mit haben. Ne? Der ist ja rein verrückt. Ne? Am Ende will er das Muster nachknüpfen lassen. Von seiner Frau. Ich hab keine Frau. Oha. So ein Mann. Und dann keine Frau. Och, das kann ihr wohl nicht angehen. Oder könnt ihr am Ende bei den Frauen nicht recht zu Pott kommen? Mehr als du denkst, mein Dirn. Ach, dann kann ja wohl doch noch eine glücklich werden, ne? Wenn ich euch so angucke, dann kriege ich so selbst noch Appetit. Du bist gut, Katrin. Hat sie öfter solche Einfälle? Ja. Unsere Katrin, die seift manchmal ein, der das gar nicht merkt. Ja, das mit dem Strumpf. Das ist ja mehr so ein Spaß, den ich mir mache. Och, Kasper, das ist ein Spaß. Ich bin viel rumgekommen in der Welt.
so viele schöne Frauen gesehen und sie gekannt und von allen habe ich einen Strumpf zum Andenken. Kaspar, hast du es gehört? Ja. Ein Strumpf zum Andenken. So einen Vogel haben die Kerle ja alle, ne? Ja, und eure Frau, das soll ja hier die schönste sein, weit und breit. Stimmt das? Ja, Herr, da ist keine Frau in der Nähe, die ihr an Schönheit gleichkommt. Ja, unser Herr, der weiß nur, was er gekauft hat, ja. Und wenn die Frau und ich, wenn wir dann zusammen spazieren gehen, dann sagen die Leute immer, das ist, als wenn die Sonne und der Mond zusammen am Himmel stehen. Ich bin dann die Sonne und sie ist der Mond. Oha, da gucken die Kerle sich die Augen aus dem Kopf. Sie ist der Mond. Ja, sie hat hier so eine feine, weiße Haut. Ist sie euch denn noch nicht vor Augen gekommen? Nein, ich habe sie nur mal kurz von hinten gesehen, nichts vom Gesicht. Ach, das ist ja gut. Warum ist das gut? Ich meine, dann habt ihr das Beste ja noch vor euch, Herr. Ach so, ja. Auf jeden Fall den Strumpf, den muss ich haben. Dann frag sie doch mal selbst. Nicht, Kaspar? Unsere Frau, die ist ja gar nicht so. Die gibt jedem Bettelmann was, der hier an die Tür kommt. Ja, das ist möglich, dass sie das tut. Unser Herr, der ist ja verreist. Da hat sie am Ende Langeweile. So, sie hat Langeweile. Ja, abends, wenn der Mond scheint, was soll sie denn da machen, wenn er nicht zu Hause ist, ne? Sonst geht sie immer in den Garten und schmust mit ihm. Oh, ich hab da manchmal heimlich zugeguckt. Oha, oha, oha. Da kann man was bei lernen. Er ist ja ein bisschen stur, aber sie lässt nichts anbrennen. Wo seid ihr auf los? Er muss her heute Abend. Was sagst du? Ja, ich sag, wenn ich ein junger Mann wäre, dann wüsste ich, was ich täte. Na? Ich käme heute Abend mal. Am Ende fällt da ein Strumpf bei ab, ne? Und wenn unser Herr dahinter kommt? Der ist ja verreist. Und Mann, der so eine Frau hat, der soll mal lieber nicht verreisen. Sie ist eine ganz vernünftige Deren. Meinst du nicht auch, Kaspar? Ja, aber manchmal geht's ein bisschen doll ran. Herr, wenn ihr mich so an den Backen kitzelt, das geht mir runter bis in den großen Zeh. Oh, das Gefühl, das möchte ich unserer Frau ja auch gern mal gönnen. Gut, ich komm. Darfst aber der Frau vorher nichts sagen. Nee, das soll ja eine Überraschung sein. Augenblick mal, wie mache ich das? Und wenn er nun heute Abend kommt, dann lassen wir ihn nicht rein. Er kommt rein und dann spielen wir Katz und Maus mit ihm. Und wenn er nun zurückkommt und dies und das verlangt, dann lässt du ihn erst ein bisschen zappeln und gehst dann auf alles ein. Ein bisschen zappeln? Auch wenn ich bloß alles richtig mache. Ich komme dir zur Hilfe, wenn es nötig ist. Psst, er kommt zurück. Das Tor hier bleibt nachts offen? Das schließe ich zu. Kannst du das nicht mal vergessen? Nein, das geht nicht. Das habe ich dem Herrn fest versprechen müssen. Ach so. Katrin, du weißt doch, wo er den Schlüssel hat. Ja, das weiß ich, Herr. Dann kannst du doch wieder aufschließen. Er steckt den Schlüssel immer in seine Tasche. Oh, hast du das gesehen? Ja, da ist er sicher. Oh Mann, Dann ist nichts zu machen. das ist ja schade. Tja. Denk dir was aus, Kaspar. Augenblick, Herr. Na? Könnt ihr nicht am Ende den Schlüssel selber finden? Hier unter der Bank, da kann ich ihn ja verlieren. Und ich stehe draußen wie der Ochse vom Tor. Ja, das ist auch wahr, ja. Schließ doch von draußen zu Und verliere den Schlüssel dann draußen. Ja, dann bin ich der Ochse, der draußen steht, ne? Kaspar, dich kriegen wir wohl wieder rein. Nee, meinetwegen, ich will mal sehen, wie ich das mache. Abgemacht? Ja, ist gut, Herr. Nein. Er will sein Geld erst, wenn die Arbeit getan ist. Na, meinetwegen. Ich lass mich dann auch nicht lumpen. Und du sollst dabei dann auch nicht schlecht wegkommen, Katrin. Och, vielen Dank auch, Herr, aber das tut gar nicht nötig. Wenn ich so einem schmucken jungen Mann zu Diensten sein kann, das macht mir so viel Spaß. Das ist schon Lohn genug. Na, dann wären wir wohl soweit. Ja, bitte. Wo legst du den Schlüssel hin, Kaspar? Wo ich ihn verlieren soll, ja. Ja, hier unter diesen Stein, da rutscht er denn wohl runter, wenn er mir aus der Tasche fällt, ne? Dann ziel auch nicht vorbei. Sobald es dunkel ist, komme ich.
Tschüss so lang. Oh, hier. Tü, tü, tü. Und Hals- und Beinbruch. Herr. Tschüss. Ja, Kaspar, so werden Kerle eingeseift. Na, ist er weg? Ja, erstmal ist er weg. Und? Hast du das nur rausgekriegt, was los ist? Eigentlich gar nichts. Das Ganze ist nichts anderes als ein Spaß, den die Kerle sich machen wollen. Oh. Und nun ist alles vorbei? Nee, nun fängt das doch erst an. Unsere Frau kriegt heute Abend angenehmen Besuch. Was? Der Herr Söldmund kommt. Gondel, du bist verrückt. Hast du ihn wohl gar eingeladen? Nee, das hat er selbst getan. Kaspar und ich, wir haben ihm bloß so ein bisschen den Weg frei gemacht. Kaspar? Ja. Was soll das heißen? Ja, also ich habe da gar nicht viel bei gemacht. Das Fräulein hat mich immer hingeschubst, wo ich hin sollte. Ich verstehe das nicht. Du machst ein richtiges Spiel davon, als wenn wir Fastnacht hätten. Wie du bloß aussiehst. Oh, ihm hat sie gut gefallen. Er dir auch? Wenn man das abzieht, was mir nicht gefällt, dann bleibt was über, was gar nicht so schlecht ist. Guck an. Das ist ja ganz was Neues. Dann versuch dein Glück doch mal bei ihm. Dann will ich ihn doch gleich los. Och nee, Frau, was ihr reden könnt. Ich und so ein feiner Herr. Oh nee, oh nee, oh nee. Sneewitt, geh du mal wieder ins Haus. Ich hab noch was mit Kaspar abzumachen. Dabei brauchen wir dich nicht. Guck an. Ein Eulenspiegel in Weiberrock. Sowas gibt's auch. Na, Kaspar, was sagst du nun? Was soll ich denn sagen? Wisst ihr jetzt Bescheid? Ich glaub fast, Kaspar. Das geht doch nicht bloß um den verflixten Strumpf. Nee, die Sache ist schlimmer. Du hast mir doch gesagt, dass Lafrenz dir allerlei erzählt hat. Was war das denn? Oh Gott, von den Frauen und so und dass der Mann nie sicher ist, dass sie ihm auch wirklich treu sind und all so ein Krumm. Man soll das nicht glauben, was diese Kerle in all ihrer Dummheit für Malheur anrichten können. Sie glauben, die Frau, die ist ein Spielzeug, das sie sich gekauft haben und mit dem sie machen können, was ihnen gerade einfällt. Und wenn es kaputt geht, das sind sie aus ihrer Jungenszeit so gewöhnt. Und da können sie nicht gegen an. Aber da schieb ich ihnen einen Riegel vor, da können sie sich drauf verlassen. Und du, Kaspar, du hilfst mir dabei. Ja, was an mir liegt, das will ich wohl tun. Ich mach da eine Komödie draus, dass ihnen die Augen übergehen sollen. Bei dem Theater, das im Leben gespielt wird, da ist der Direktor doch immer eine Frau. Ihre Rollen, die kriegen sie von mir diktiert. Und wenn der letzte Akt kommt, dann liegen die beiden auf der Nase und wissen nicht mehr, wo vorn und wo hinten ist. Und da bleiben sie dir liegen. Das hält die Frau doch auf die Dauer nicht aus. Zuletzt reicht sie ihnen doch die Hand hin und richtet sie wieder auf. Erst müssen sie mal runter auf die Knie. Das sieht sich so schön an. Und dann? Dann müssen sie dastehen wie ein Held. So will die Frau den Mann. Also beide? Er auch? Ja, Kaspar, er auch. Oh, was habt ihr vor? Oh, mit den Frauen, da lernt man ja nie nicht aus, ne? Eine Frau kann machen, was sie will. Ein Mann steht immer auf dem Spiel. Söldmund hätte Kerl.
Nächste, min leid mi allein. Hey, hört ihn singen nicht. Min Hart ist schwach, min Hart ist klein. Oh, komm doch bald zurück. Bloß nicht zu früh. Ich wollte Kim heute Abend schon. Und verdirbt uns den ganzen Spaß hier. Kasper, wo willst du denn mit der Leiter hin? Krähennester ausnehmen. Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Ich weiß das nicht. Er wird's wohl wissen. Wenn hier bloß kein Malheur von wird? Ich hab doch gesagt, da wird ein Spaß von. Kein Malheur. Was hast du bloß mit Seugmund vor? Wer mit dem Mann was vorhat, weiß nie, was daraus wird. Warum hast du eigentlich noch nicht geheiratet, Gundel? Gelegenheit hast du das sicher genug gehabt. Die Männer, die Lust dazu haben, kann man mit der Hake zusammenhaken. Und warum nimmst keinen davon? Du wartest wohl auf den Prinzen? Nee, aber ein Kerl muss das sein. Ich will bloß einen Mann, der sich für mich totschießen lässt, wenn es darauf ankommt. Mein Zeit, was willst du denn mit einem toten Mann? Er soll das bloß wollen. Dass er es nicht tut, dafür sorge ich dann schon. Du verlangst ja allerhand. Was Männer von uns verlangen, ist auch nicht gerade wenig. Meinst du, dass Lafrenz das für mich täte? Du musst ihn mal auf die Probe stellen. Du bist nicht klug. Kerle tun das doch manchmal auch. Ihre Frauen auf die Probe stellen? Das wäre doch schändlich. Ja, und ihre Dummheit halten sie auch noch für vernünftig. Ein Mann kann den geraden Weg nie finden. Er klettert lieber über den Zaun, als dass er durch die Tür geht. Habe ich das nicht gesagt? Da kommt schon wieder so einer angestiegen. Na, Kasper, hast du Kräheneier gefunden? Bei der verdammten Kletterei habe ich den Schlüssel noch verloren. Er hat den Schlüssel verloren? Keine Sorge, der findet sich wieder an. Mein Zeitgundel, was macht ihr bloß? Ich hab richtig Herzklopfen. Ich auch. Du auch? Ja, so ein bisschen wühlen tut das hier. Oh Gott, ich glaube, das gibt für uns junge Frauen gar kein schöneres Gefühl, als wenn es hier drin so ein bisschen puckert. Wenn's um einen Mann geht. Was hat unsere alte Urgroßmutter Eva das doch gut gehabt? Die wusste genau, dass sie den besten Kerl von der ganzen Welt hatte. Und wir armen Evas Töchter, wir gucken uns die Augen aus, bis wir aus dem ganzen Kropfzeug ein halbwegs stattliches Stück rausgesucht haben. Oh, wie der Mond schön scheint heute Abend. Ja, die Old Sleeker. Er kann nicht hinter den Wolken bleiben, wenn es was zu gucken gibt. Wollen wir noch ein bisschen singen? Oh ja. Dabei vergeht die Zeit so schön. Mond mit sin und scheef Gesicht, hey, smustert sacht und krient. Wenn hey mit sin lüt Mondland tücht, die dumme Welt beschient. Wer kommt denn da? Geh du mal ins Haus. Kasper, geh du mal ins Haus, Sneewittchen. Kasper, pass gut auf und immer ein bisschen stören, hörst du? Geh wieder auf deinen Posten. Ist gut, Frau. Hier hingen die Strümpfe.
schade. Auf ist sie noch. Mal sehen, was nun wird. Der Sommernacht ist weg und warm, selbst vor dem Morgenschein. Wo gern flücht ich den wilden Arm, voll den leisen Wien. Schön. Als wenn ein Engel singt. Ist da jemand? Es ist wohl der Nachtwind, der dort seufzt. Der Nachtwind, mein Haar voll Blut, der schöne Sommernacht. Der lebt auf in mein Blut und nimmt mich in ihr Macht. Schöne Frau, was habt ihr angerichtet mit eurem Gesang? Mein Herz, das steht in heller Glut wie eine Fackel, die weithin leuchtet durch die Sommernacht und die sich selbst verzehrt in hellen Flammen. Ich glaube, das war nicht schlecht. Und ich will die Weiber nicht kennen, wenn sie da nicht anbeißt. Lasst mich nicht stehen hier und vergehen. Gönnt mir ein Wort in dieser Nacht, die von Gott selbst so schön geschaffen, dass es Sünde wäre, sie nicht zu nutzen. Ich komme. Sie kommt! Und wenn sie kommt, ist es um sie geschehen, so wahr ich Söldmund heiß. Sie kommt! Lavrenz, Lavrenz, das hättest du nicht gedacht. Herr? Was? Wer ist denn das? Ach, die alte Kasper. Mensch, sieh zu, dass du hier wegkommst. Ich wollte bloß fragen, ob ihr auch den Schlüssel gefunden habt, den ich Schafskopf. Schafskopf, das ist richtig, ja. Der hätte ja auch selber dran denken können, ja. Wow. Los, tauch unter. Ich kann dich nicht brauchen. Ja, den kann ich dann wohl zu Bett gehen. Ja, ja, und zieh dir die Decke fest über die Ohren. Oh, Kopf. Ist es nicht Unrecht, was ich tue? In so einer Nacht gibt es keine Sünde. Fragt doch die Bäume und seht, sie schütteln ihre Kronen. Und schaut die Blumen an. Sie schlafen und wollen nicht sehen, was hier geschieht. Sie strömen bloß ihren süßen Duft aus, der uns die Sinne raubt. Der warme Nachtwind streichelt eure heißen Wangen, als wollt ihr sagen, mein Atem trägt kein anderes Wort als dieses eine. Liebe. Und der Mond taucht alles in sein bleiches Licht, das die Welt nicht hell macht und nicht hart, nur weich und schummrig, wie die Liebe sich's wünscht. Tut der wohl Unrecht, der diesem Rufe folgt, oder der andere, der den Zauber von löst? In meinem Leben habe ich solche Worte nicht gehört. Das ist Musik, die schleicht sich in die Ohren und überzieht den ganzen Leib mit einem Gefühl, das ich noch nie gefühlt. Wer seid ihr, Herr, dass euer Mund so süß zu sprechen weiß? Mein süßer Mund? Eine Frau ahnt mehr, als ein Mann weiß. Und wer ich bin? Was gilt hier Name und Stand? Mich hat der Nachtwind hier in diesen Garten geweht. Ihr seid anders, Herr, als andere. Ich glaube, ihr müsst ein Dichter sein. Ihr habt mich dazu gemacht. Und noch was anderes habt ihr aus mir gemacht.
Einen Mann, der nicht mehr weiß, was er nun tut. Und der nicht anders kann, als diese Arme um euren süßen Leib zu legen. Habt ihr mich gerufen, Frau? Ja, Kaspar, warte mal einen Augenblick. Schade, dass der alte Tüffel uns dazwischen gekommen ist. Ja, das ist wirklich schade. Ihr wart gerade so schön in Schwung. Es ist doch eine Lust, euch zuzuhören. Das macht mich glücklich. Schickt doch den alten Klaas zu Bett. Kaspar, Ja. ist Katrin noch auf? Katrin? Ich weiß nicht, Frau. Geh doch mal rein und sag ihr, sie soll noch ein bisschen warten. Ich hätte noch was zu tun für sie. Ein bisschen warten, was zu tun. Jawohl, Frau. So, die ist erstmal weg. Nicht, Herr, noch nicht. So geht es nicht. Zeugen können wir hier nicht brauchen. Meine Magd und der alte Kaspar sind mir treu ergeben, doch weiß man nie, ob sie nicht doch mal reden. Ich schick euch gleich die Magd heraus und lass euch was bestellen. Dann geht ihr weg. Ich soll weggehen? Doch nicht für lange, mein Dichter. Die beiden sollen bloß denken, ihr seid weg. Dann lasst sie zu Bett gehen und die Luft ist rein. Ich komme dann wieder, gebe euch ein Zeichen. Ihr kommt dann zurück Und? was dann geschieht, macht der Himmel wissen. Sie ist noch nicht zu Bett und lässt fragen, was sie tun soll. Verdammt! Ich komme selbst. Kaspar, komm doch mal ein bisschen näher. Nun, Herr? Habt ihr den Strumpf? Danach habe ich sie noch nicht gefragt. Das geht ja auch nicht alles auf einmal. Hat euch unsere Frau gefallen? Ach ja, das geht wohl. Wollen wir nicht das Geschäftliche erstmal abmachen, Kaspar? Geschäftliche nö. Hier, so wie ich es versprochen habe. Nee, das Geld, das steht mir nicht zu. Stell dich nicht an, jede ehrliche Arbeit verdient ihren Lohn. Oh, besten Dank, Herr. Ja, das muss man mal auf seine alten Tage ja auch noch lernen, dass man beim Verlieren auch was gewinnen kann, ne? Kaspar, was ich noch fragen wollte, mit ihrem Mann, versteht die Frau sich gut? Oh, ja. Auf dem Gebiet, da weiß ich nicht so Bescheid. Da müsste Katrin mal noch fragen. Da kommt sie schon. Guten Abend, Herr. Nord, Katrin! Ich soll euch was bestellen von unserer Frau. So? Ja. Sie lässt euch sagen, sie kann heute Abend nicht mehr mit euch sprechen. Ihr sollt mal morgen wiederkommen. Oder besser noch ein paar Tage später, wenn unser Herr wieder hier ist. Das ist ja schade. Oh, ich kann das leider auch nicht ändern. Am Ende habt ihr das auch nicht richtig angefangen. Wie meinst du das? Ein bisschen forscher rangehen. Da kommt man bei einer Frau am weitesten mit, nicht, Kaspar? Ja. Nee. So, ich mach mich nur aus dem Nachtwind, ne? Gut, dass er weg ist. Der braucht doch nicht alles zu hören. Na, hat unsere Frau euch gefallen? Wenn ich Nein sagen wollte, müsste ich lügen. Och, so Kenner wie ihr. Ich soll ihr ja so ein bisschen ähnlich sehen, sagen die Leute. Ja, wie ein Vogel dem anderen. Och, Herr. So ähnlich wie die Krähe der Nachtigall. Das muss am Zeug liegen, Herr. Hier, wenn ich das Kleid unserer Frau anziehen würde und ich nehme so ein bisschen ihren Anstand an, Dann würde ich fast wetten, dass ihr darauf reinfallt. So einfach ist das nicht, mein Herrn. Oh, schön ist doch die Sommernacht. Und wenn du denn das Maul aufmachst und deine grobe Bauernsprache fällt dir aus der Kehle, wie ein Bund Stroh, wenn das aus der Bodenluke fällt. Dann ist der Zauber ganz vorbei. Och, schade. Ich dachte, ich könnte mal als unsere Frau durchgehen. Aus einem Backtrog wird im Leben keine Violine.
Die Frau hat Eindruck auf mich gemacht. Das bringt nicht jede fertig, Katrin. Ihr auf sie auch. Das ist ja nur schade, dass sie euch weggeschickt hat. Sonst hätte ich euch einen guten Ratschlag gegeben. Ach ja, sie hat mich weggeschickt. Das hätte ich fast vergessen. Und was wäre das für ein guter Ratschlag gewesen? Mit Söderins! Orten, du ist ja nicht viel Hunden, Herr. Die muckt die Kirche ein, wenn sie auf dem Bein sind, ne? Oh Gott, wenn ich das wäre, ich täte das auch nicht anders. Naja, nun muss ich aber sehen, dass ich loskomme, sonst kriegt unsere Frau das noch mit der Eifersucht und denkt, Wunder, was wir beiden hier im Mondschein zu beschnacken haben, ne? Na dann grüß deine Frau schön. Ich ließe mich mal wieder sehen. Ach so, ja, hier hast du auch was. Für deinen guten Ratschlag. Och, ein Geldstück, Herr. Dann kommt auch recht bald wieder. Ich und unsere Frau, wir freuen uns da schon drauf. So. Dann geh auch gleich ins Bett, Katrin. Ach, am Ende träume ich dann von euch, Herr. Gute Nacht, Herr. Gute Nacht. Verdammt, du Übelste! Da wird ein Fiegelinches Stück, ne? Hat er dich denn nicht wiedererkannt? Nee, ich habe ihn noch gefragt und er hat gesagt, ich sehe mir selber ähnlich wie die Krähe der Nachtigall. Das ist doch nicht möglich. Aber jetzt ist die Komödie hier zu Ende. Nee, Frau, du fängt das doch gerade erst an. Die Krähe, die hat die Rolle jetzt ausgespielt. Nun muss die Nachtigall mal wieder flöten. Augenblick. Was will sie, Lukas, noch? Jetzt, da fragt ihr mich zu viel, Frau. Sie hat ihn doch nun genug zum Namen gehalten. Vielleicht ist ihr das noch nicht genug. Am Ende hat sie auch noch was anderes im Sinn. Du sagst das so gediegen, Kasper. Was meinst du damit? Habt ihr schon mal gesehen, wenn die Katze mit der Maus spielt? Ja, und? Erst fängt sie die Maus und lässt sie wieder laufen. Und immer wieder hin und her. Ich weiß nicht recht, wo du auf raus willst. Immer hin und wieder her. Und zuletzt frisst sie sich doch. So meinst du das? Kasper, du bist verrückt. Gundula und Seidmund. Frau. Junge Frauen und Sommergewitter, da weiß man doch nie, wo sie hinwollen und wo sie einschlagen. Ne? Meinst du wirklich? Mir ist, als wäre hier ein Gewitter in der Luft. Nicht so ein Schied. Was habe ich gesagt? Da grummelt es schon. Oh. Mein Zeit. Oh. Was wird denn das jetzt? Wollen wir in der Montur auf Söldmund los? Denn ist er verratzt. Wenn die Männer in Kampf und Streit ziehen, dann tragen sie eine Rüstung. Unsere Rüstung ist unsere Kleidung. Die trägt sich leichter und meistens ist da viel mehr mit auszurichten als mit Stahl und Eisen. Wo ist er denn jetzt? Er wartet draußen, bis ich ihm ein Zeichen gebe. Männer muss man immer warten lassen, bis sie ein Zeichen bekommen. Schneewitt, du gehst wieder ins Haus. Und Kasper, du gehst raus vor die Tür, damit dort auch ein Posten ist. Man kann nie wissen, was passiert. Ja, ist gut, voll. Aber nimm dich in Acht, dass er dich nicht sieht, sonst merkt er was. Ja. Wenn er mich jetzt gerade sehen könnte, nicht? Dann denkt er im Düstern, das ist ein Hund. Ne? Nanu, was ist das denn? Oh, ein Strumpf von Lafrenz. Habe ich heute Morgen gestopft. Ich nehme ihn mit rein. Nee, gib mal her. Strümpfe kann man hier immer brauchen, wie es scheint. Na, meinetwegen. Ich weiß ja sowieso nicht, was du vorhast. Wolltest du mir noch was sagen, Gundel? Nee, da ist weiter nichts zu sagen. Na, dann halt die Ohren steif. Du bist ein Boss von der. Und doch, ein schwaches Wort. Der Mantel.
Da kommt der Strumpfdieb. Mal sehen, ob er Glück hat. Mein Gott, was für ein Bild. Wer mit einem Dichter umgeht, muss schön sein. Ich bin kein Dichter. Was denn? Ich bin ein Mann, nichts weiter als ein Mann. Woran kann man das sehen? Daran, dass ihr Büchsen tragt? Sind wir vor Zeugen sicher? Die beiden sind zu Bett. Gut. Nun? Du wirst dich wundern. Kerlsocken, verdammt. So einfach ist das nicht. Wir wollen klaren Wein trinken, Frau Sneewitt. Ich kenne euren Mann. Das ist nicht wahr. Ich kenne Lavrenz, er ist mein Freund. Und dann schämt ihr euch nicht? Es gibt im Leben Augenblicke, wo Freundschaft nichts gilt und die Liebe alles. Ich will sowas nicht hören. Lavrenz ist kein Mann für dich. Sagt ihm das doch selber, wenn ihr es so genau wisst. Darauf kannst du dich verlassen, dass ich es ihm sage. Ein Mann wie er kann dein Verlangen nicht stillen. Habe ich recht? Liebst du Lavrenz? Ich will Antwort haben. Liebst du Lavrenz? Liebst du Lavrenz so sehr, dass du dein Leben mit ihm verbringen willst und alles ausschlagen, was die Liebe dir noch zu bieten hat, an Glück und Seligkeit, wenn du frei wärst? Lass mich los. Ich lass dich erst los, wenn du mir Antwort gegeben hast. Liebst du Lavrenz? Oh, nein, ich liebe ihn nicht. So, nun ist es raus. Du hast dich ergeben. Steh auf. Ich glaube, das geht nicht. Warum bist du so grob gewesen? Hab ich dir wehgetan? Das hat er eben so gefährlich geknackst, als ihr mich niedergedrückt habt, und jetzt traue ich mich nicht hoch. Doch wohl nichts gebrochen. Was habe ich angerichtet? Hat es in den Fingern geknackt? Nee, weiter unten. An den Knien doch wohl nicht. Doch, da in der Gegend muss es gewesen sein. Komm, versuch mal aufzustehen. Oh, ups. Stehen kannst du noch, wie es scheint. Ja, das geht. Ist was gebrochen? Ja, Oh Gott, ich kann mich schlagen, mir sowas anzurichten. das Strumpfband ist gerissen. Gott sei Dank das Strumpfband. Und was habe ich für Angst ausgestanden? Na, nun ist ja alles gut. Augenblick. Jetzt haben wir das Malheur. Nun ist der dumme Strumpf heruntergerutscht. Dreh dich mal ab. Ach, wenn ich der Mond doch wäre. Warum das denn? Er darf, was ich nicht darf. Darf zuschauen und sehen, was mir verboten ist. Du böser Mann, hast ganze Arbeit getan. Das Band ist kurz und klein. Lass doch den Strumpf mal sehen. Da? Schön. Was hast du bloß immer mit dem dummen Strumpf? Das ist ein ganz besonderer Strumpf. So? Er hat das Bein bekleidet der schönsten Frau, die es gibt auf dieser Welt. Und die nun mein ist, ein für alle Mal. Der Herr kommt retour! Kasper, du machst Spaß. So war ich nicht her, der kommt zurück! Umso besser. Dann bringen wir die Sache gleich hier in Ordnung, heute Nacht. Das geht nicht, das kann Mord und Totschlag geben. Einmal muss es doch ausgestanden werden. Aber so geht's nicht. Ihr dürft mich nur nicht verraten. Seht zu, dass ihr wegkommt und dass er nichts merkt. So wie du's willst. Doch, ich komme wieder. Keine Frage. Das geht nicht, ihr lauft ihm in die Arme! Dann müssen wir es anders machen. So, rein kann er hier nun erstmal nicht. Geh rein und hab keine Angst. Ich sorge dafür, dass alles ruhig abgeht. Ich verlasse mich auf euch. Was wird denn nun, Herr? Du gehst rein. Und wenn er ruft, kommst du ganz langsam, als wenn du aus dem Bett kommst. Ja? Was dann zu tun ist, sage ich dir dann. Und das kann ich mal verlangen. Der Abend war die Mühe wohl wert. Nun muss er doch bald hier sein. Ah, er kommt.
der Herr, der ist im Augenblick auf Reisen. Ich bin doch selber hier, du Schafskopf, bin früher zurückgekommen. Was sagt ihr? Schafskopf? Bist du denn so verschlafen, dass du meine Stimme nicht kennst? Oh mein Gott! Der Herr! Ist denn das die Möglichkeit? Ist denn was passiert? Und du frag nicht, mach auf. Nee, so eine Überraschung, Herr! Wie lange soll ich hier denn noch stehen vor meinem eigenen Haus? Sie im ersten Schlaf, da kommt uns an einer Mann nicht klein gegen hier. Willkommen in der Heimat, Herr! Lass mich eine halbe Stunde draußen stehen. Habt ihr was verloren? Ist hier was los gewesen? Nö, nichts Besonderes. Ein Dieb Ein Dieb? hat sich nicht sehen lassen. Höchstens. Was höchstens? Wir haben doch hier Besuch von Fräulein Gundula. Und da geht es ja immer so lustig zu. Oh Herr, das hättet ihr erleben müssen. Wo ist meine Frau? Die Frau. Ja, die ist doch schon lange im Bett. Mein Frenzi. Gut, dass du wieder hier bist. Du bist so aufgeregt. Ist denn was los gewesen? Sollte ich mich denn nicht freuen, wenn du so unvermutet zurückkommst? Komm ich zu früh? Und wenn du noch so früh kämst? Für mich wär's immer noch zu spät. Gott sei Dank. Ich dachte, die Begrüßung wäre schon ausgestanden. Der Mensch soll doch nie zu früh kommen. Guten Abend, Gundula. Guten Abend, Lafretz. Ist denn was passiert? Nö, passiert ist nichts. Mir war nur so sonderbar. Wenn nur nichts ist mit Sneewitt, ging es mir immer durch den Kopf. Was sollte denn mit mir sein? Oh, ich weiß auch nicht, wie es kam. Fand keine Ruhe in der wackeligen Kutsche. Schlechtes Gewissen. Dummheit. Oh, Nichts für ungut, Gundel. Höchstens, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass meine Sneewitt ich allein ließ, da ihr heute Morgen doch so bang war. Und als wir in der ersten Poststation ankamen, da stand da gerade eine Extrapost, die hierher zurückging. Da war es mir, als ob eine Stimme rief, fahr zurück. Und da habe ich mich nicht lang besonnen, stieg rüber und jetzt bin ich wieder hier. so ist es gewesen. Was machst du denn da? Ich wollte nur sehen, ob du auch Strümpfe trägst. Dass du dich nicht erkältest in der Nachtluft. Es geht doch nichts über einen besorgten Ehemann. Nun geht man zu Bett, ihr beiden. Mich müsst ihr diese Nacht noch beherbergen. Gute Nacht, Lafretz. Gute Nacht, meine Sneewitt. Gute Nacht, meine Gundel. Und vielen Dank, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Wenn bloß alles gut geht. Das sehen wir morgen früh. Na, Sneewitt, dann komm. Noch ist das Spiel nicht zu Ende, mein Freund. Dann ist ja nun wohl alles ausgestanden, ne? Noch nicht, Kasper. Noch nicht! Da reden wir morgen früh drüber. Geh mal zu Bett. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Kasper. Ach, und was ich noch sagen wollte, was du hier gesehen hast, als du so unvermutet reingekommen bist und ich stand da mit Sölpen und ich glaube, das hast du gar nicht gesehen. Ich hab nichts gesehen. Das ganze Leben ist ein Spiel. Man macht halb spaßig und halb ernsthaft einen Zug auf dem großen Schachbrett und dann kann man nicht weiter. Nun ist der andere an der Reihe. Und was er macht, das weiß man nicht. Gewinne ich mein Spiel? Oder verliere ich es? Will ich es überhaupt gewinnen oder will ich es verlieren? Ich glaube, ich weiß es selber nicht. Von Adam und von Eva an ist da doch immer noch dasselbe Spiel. Die Frau lässt sich besiegen von den Mann, wenn sie den Mann besiegen will. Von Adam und von Eva an ist da doch
immer noch dasselbe Spiel. Die Frau lässt sich besiegen, wenn sie siegen will. La la la, la 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 la. War doch zu schön, dies Frühstück unterm blauen Morgenhimmel in dem eigenen Garten. Ich bin so froh, dass ich mich nicht hab halten lassen. Sonst sitze ich jetzt in einer fremden Herbergsstube und kaute fremdes Brot, das mir nicht schmeckt. Und die glücklichste bei der ganzen Sache bin ich, mein Frenzi, dass ich dich wieder hier habe. Und die Geschäfte, die ihr habt sausen lassen? Alles hat Zeit im Leben und ist so wichtig nicht. Bloß das, worauf es ankommt. Woran das Herz hängt und der ganze Mensch. Da muss man auf dem Posten sein. Ja, mit sowas soll man keinen Spaß betreiben. Spaß? Spaß? Wer sagt denn was von Spaß? Sie meint doch bloß, dass du ganz recht hast. Natürlich habe ich recht. Ich bin bloß froh, dass mein Gefühl mich hier betrogen hat. Der Mensch, der findet es immer so vor, wie er es sich selber einrichtet. Na, wollen wir mal aufstehen. Noch viel zu tun. Hab allerhand zu schreiben. Muss Nachricht geben, dass meine Reise fürs Erste abgesagt ist. Und was habt ihr vor? Ich denke, ich bringe Gundel nach Haus. Ja, meine Mission, die ist ja jetzt zu Ende hier. Na, dann auch erstmal besten Dank, Gundel. Ihr habt mir einen großen Dienst getan. Gar nicht für, Lafrenz. Das ist mir ein großes Vergnügen gewesen. Na, dann tschüss auch, Gundula. Tschüss, Lafrenz. Und wenn wieder mal was sein sollte, für sowas stehe ich gern zu Diensten. Na, erstmal wird das wohl nicht nötig sein. Hast du was gemerkt? Seine Unruhe ist da noch nicht los. Das böse Gewissen guckt aus allen Löchern. Er tut mir richtig leid. Das ist nun mal so eine Dummheit gewesen. Naja, nun ist ja alles ausgestanden. Noch nicht. Södmund kommt heute Morgen doch. Södmund kommt? Hat er das gesagt? Nee, das weiß ich so. Was will er dir denn noch? Er hat doch den Strumpf. Er hat den Strumpf? Ja, ich habe ihm einen gegeben. Ja, aber das ist doch dein Strumpf und nicht meiner. Nee, das ist deiner. Ich habe nicht bloß deinen Rock, ich habe auch deine Strümpfe angezogen bei der Maskerade. Gundel! Wenn er jetzt kommt und bringt Lafrenz den Strumpf, was soll er denn bloß denken? Dass das dein Strumpf ist. Ja, aber dann wird das ganze Kuddelmuddel ja noch größer. Na, das soll es doch auch gerade. Guten Morgen, die schönen Damen. Guten Morgen, Kasper. Wenn alles so glatt geht, dann kann man nie sehen, was in einem Kerl steckt. Bloß wenn es Kopf unter und Kopf über geiert, dann weist sich das aus. Die beiden haben es ja nicht anders gewollt. Jetzt werden sie selbst auf die Probe gestellt. Ich glaube nicht, dass Södmund kommt. Der wartet, bis über die ganze Geschichte ein bisschen Gras gewachsen ist und dann erzählen sie sich das beim Shoppen Wein und lachen darüber. So leicht wird es nicht ausgehen. Er kommt. Er kommt nicht. Er kommt. Er kommt nicht. Er kommt. Er kommt nicht. Wollen wir das an der Blüte abzählen? Hier. Er kommt. Er kommt nicht. Er kommt. Er kommt nicht. Er kommt. Wer kommt? Na, er. Mein Zeit. Ist er schon gleich da? Ja, schon ganz? Na. Kann man schnell raus und um die Ecke, damit er uns hier nicht sieht. Die beiden haben allein was abzumachen. Na
Kasper, Ja? bring schnell das Frühstücksbrett rein. Ja, ist gut, Frau. So, kann es ja mal wieder losgehen. So einfach ist es nicht mit dem alten Porzellan. Wenn da ein verkehrtes Stoß zwischenkommt, oh, dann kann es Scherben geben. Hier, dieser Milchtopf, und dieser Honigpotte. Ich habe ja auf dem Kicker. Ja, dass sie bloß nicht zusammenrasseln. Das ist im Leben auch nicht anders. Will Sie mal lieber ein bisschen auseinanderstellen. So. Ja, so muss es gehen. Auf der einen Seite steht der Honigpott und auf der anderen Seite steht der Milchpott. Jeder auf seiner Seite. Ja. Dass man kein Malheur gibt. Was sagst du? Mir sind der Honigtopf und der Milchtopf sind mir zusammengestoßen. Das hätte beinahe Scherben gegeben. Mach, dass du reinkommst mit dem Brett. Ja. Wunderst du dich nicht, dass ich wieder hier bin? Nein, Du weißt es schon? ich war hier drin, als du gestern Abend gekommen bist. Pump dich nicht auf, dann hätte ich dich auch sehen müssen. Kasper, geh zur Post und hole meine Tasche, die liegt da noch von gestern Abend. Ja, es ist gut, Herr. Geh wie du bist, mach, dass du wegkommst. Jawohl, Herr. Hier ist der Strumpf. S.L. Snehwit Lafrenz. Es ist Ihr Strumpf. Ich habe meine Wette gewonnen. Den Strumpf, den hast du von alleine geklaut. Ich kenne dich, du, der Spaß ist nicht schlecht. Nicht von der Leine. Sie hat ihn sich vor meinen Augen vom Bein gestreift und mir in die Hand gegeben. Das lügst du, Hund, das lügst du. So abgrundschlecht kann doch eine Frau nicht sein. Lass mich berichten, Lafrenz. Du sollst alles wissen. Und jedes Wort, was ich dir jetzt sage, das ist die reine Wahrheit. Das schwöre ich dir. Fang an und schau mich nicht. Gestern Nachmittag bin ich schon hier gewesen, um mich umzusehen. Mir lief dabei dein alter Gärtner in die Arme. Kasper, ja, nur weiter. Es dauerte nicht lange, da war ich mit ihm einig, Worüber? dass er den Schlüssel zum Tor mir liefere. Kasper? Mein alter Kasper? Mein Gott. Mein alter Kasper lässt sich bestechen und verkuppelt meine Frau. Hast du noch mehr von dem auf Lager, dann raus damit. Die Magd war wohl auch schuld daran, dass er so schnell nachgab. Die Magd? Ja, Katrin. Hab keine Magd und kenn keine Katrin. Sie sagte, sie wäre die Magd und hieße Katrin. Wie sah sie aus? Oh, wie eine Magd aussieht. Ein richtiger Trampel. Mir fiel bloß auf, dass sie es bei all ihrer Dummheit dick hinter den Ohren hatte. Sie hat bei Kasper nachgeholfen, als er nicht gleich drauf eingehen wollte. Gundula. Das ist Gundula gewesen. Ja, ist mein Haus ein Hurenhaus und eine Räuberhöhle? Kehr ich den Rücken, geht ins Spiel hier los, dass man schamrot wird, wenn man nur dran denkt. Und ich bin selbst an allem schuld. Ich hole das Weib selbst her, dass meine Frau nicht allein ist und hat einen Menschen, an dem sie sich halten kann. So eine Teufelei kriegt nur ein Weib zustande. Erzähl das nur den Possenreißern nicht. Die machen eine Komödie draus und spielen es auf dem Theater. Soll ich weiter erzählen? Jetzt kann mich nichts mehr überraschen. Erzähl. Ich fasse mich kurz. Als ich abends ankam, hatte ich nicht viel Last. Sie kam auf mein erstes Rufen. In Strumpf und Nachthemd? Nein, wenn du es wissen willst,
Sie trug einen wunderschönen Morgenrock. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das war ein Bild in dieser Sommernacht, das mich um den Verstand brachte. Du Lump! Den Morgenrock hatte sie an, als ich zurückkam. Meinen Morgenrock, den ich ihr schenkte. So unschuldig sah sie aus. Herrgott im Himmel! Ich habe nicht gedacht, dass Engel lügen können! Weiter! Wie weit bist du mit ihr gekommen? Wie weit du mit ihr kamst, will ich jetzt wissen! Lass mich nicht alles erzählen, Lavrenz. Wozu? Hast du ganze Arbeit gemacht? Ich habe es nicht getan. Und wenn ich gekonnt hätte, die Frau steht mir zu hoch. Du hattest recht, Lavrenz. So eine Frau, die gibt es nicht zum zweiten Mal. Nein, sowas gibt's zum zweiten Mal nicht wieder. Oh, Snehwit, Snehwit. Bist du zu Ende? Nicht ganz. Noch nicht? Lavrenz, ich will deine Frau. Was willst du? Dein ist sie so nicht mehr. Sie hat mir es selbst gesagt. Was hat sie gesagt? Ich muss es dir sagen. Du wärst kein Mann für sie. Kein Mann für sie? Kein Mann für sie? Sag ja, Lavrenz. Was hilft das alles? Was willst du mit einer Frau, die dir doch nicht mehr gehört? So ist der Mann. Er hängt sein Herz und seine Seele und alles, was er hat und ist, an eine Frau und kann nicht von ihr los, auch wenn er weiß, dass er verloren hat. Ich tu's nicht, Södmund. Ich tu's nicht. Es wird dir nichts helfen, Lavrenz. Nein, ich gebe sie nicht frei. So nicht. Nein, so nicht. So einfach kommt ihr nicht davon. Es muss sein. Muss! Augenblick! Der arme Kerl. Ich kann ihm nicht helfen. Ohne sie ist mein Leben nichts mehr wert. Wo sind Sie denn jetzt? Ich glaube im Haus. Was wollen Sie denn da? Vielleicht ein bisschen frühstücken. Nun ist genug, Gundel. Ich halte das nicht mehr aus. Noch nicht, Snehwit. Du glaubst ja gar nicht, wie lange das Herz eines Mannes braten muss, bevor es richtig mürbe ist. Psst, er kommt zurück. Hör Tukan! Rechts oder links? Was? Willst du rechts oder links? Ich weiß nicht, was du vorhast, meinetwegen also links. Was soll das? Einer von uns ist zu viel auf dieser Welt. Lavrenz, das geht nicht! Hast du Angst? Ja! Ich treff auf 50 Schritt ins Schwarze! Umso besser. 10 Schritt. Wenn du es nicht anders willst. Ist geladen? Sieh nach. In Ordnung. Such dir den Platz aus. Hier. Dann scheint die Sonne uns beiden nicht in die Augen. Bei 1 Pistole hoch, bei 2 gezielt, bei 3 geschossen. Einverstanden? Einverstanden. Eins. 2. Einen Augenblick noch, Södmund. Ich will noch ein paar Worte schreiben für den Fall, dass es mich trifft. Du auch? Ja, man kann nie wissen. Komm rein, ich gebe dir Schreibgelegenheit. Hier links ist meine. Und rechts ist meine. Bescheid? Ja, da weiß ich doch mit umzugehen. Schnell rein und nimm die Kugeln raus.
Komm dabei aber nicht zu Schaden, hörst du? Und fix, bevor sie zurückkommen. Mann zu, Kaspar. Mann zu. Oh, Sneewitt, was sind die beiden noch für famose Kerle? Sie wollen sich für uns totschießen lassen. Oh nein. Keine Sorge. Ich habe doch gesagt, ich will keinen Mann, der sich nicht für mich erschießen lässt. Dass er es nicht tut, dafür sorge ich dann schon. Kaspar, was machst du denn da? Er macht ein Kinderspielzeug aus dem scharfen Geschirr. Alles in Ordnung, Kaspar? Besser in die Tasche als zwischen die Rippen, ne? Schließ von außen zu. Oh, Sneewitt, bist du auch so glücklich wie ich? Wer hätte das gedacht, dass alles so ausgeht? Lafrenz will sich auch für mich totschießen lassen. Ja, mein Dear. Wo ist da doch eine Probe draus geworden? Bloß, dass Sie auf die Probe gestellt sind und nicht du. Und beide haben die Probe bestanden. Nun kann das Schützenfest losgehen, ne? Kaspar, kann da auch wirklich nichts passieren? Also wenn Sie mit den Dingern schießen wollen, dann halte ich meinen Achtesten als Scheibe hin. Fertig? Ja. Eins. Zwei. Ein Wort noch, Södmund. Wenn ich fallen sollte, sag ihr, das eine Jahr, das ich mit ihr gelebt habe, ist es mir wert, dass ich nun dafür sterbe. Und dann sag ihr, ich hätte ihr vergeben. Bin ihrer wohl nicht wert gewesen. Wenn sie nur glücklich wird, will ich wohl aus dem Wege gehen. So, das ist alles. Eins. Zwei. Lafrenz. Und sollte es mich treffen, dann sag ihr, sie hätte einen anderen Menschen aus mir gemacht. Und ich beweise es durch meinen Tod. Eins, zwei. Södmund. Ich heg auch keinen Groll mehr gegen dich. Ich weiß, bei so einer Frau kann kein Mann widerstehen. Lafrenz, so eine Frau ist Schicksal. Und wir müssen es tragen. So, nun Ziel. Eins. Zwei. Drei. Was ist denn das? Ja, was ist das? Merkst du was? Da sitzen welche hinterm Zaun. Mensch, du merkst auch alles. Da sitzen welche hinterm Zaun. Und hier im Garten stehen zwei Ochsen. Sneewitt. Sneewitt? Jetzt wird mir alles klar. Son Ös. Södmund, ich will dir was sagen. Du kannst sie kriegen. Was? Du gibst mir deine Frau? Wenn du die haben willst, die eben überm Zaun sah, der Mann immer weg mit Schaden. Wer ist denn das? Oh, das weiß ich auch nicht. Hier steige ich nicht mehr durch. Es geht hier ja zu wie in der Kasperbude. Katrin und doch nicht ganz Katrin. Ja, ist denn hier alles verhext? Ja, das muss am Zeug liegen, Herr. Wenn ich den Morgenrock von der Frau anziehen würde, dann würde ich wetten, dass ihr darauf reinfallt. Was sagtest du, Lafrenz? Ihre Freundin ist bei ihr gewesen.
Jetzt geht mir ein Licht auf. Und wenn ich noch kein Kamel gesehen hätte, dann bräuchte ich nur in den Spiegel zu gucken. Könnt ihr fangen, Herr? Nochmal, Sigmund. Das Eintrittsgeld zu der Komödie mit besten Dank zurück. Sowas so reinzufallen, das bringt auch bloß so ein Teufelsweib zustande, wie sie es ist. Wie heißt sie? Gundula. Gundula. Ich habe meine Wette verloren, Loveritz. Nein, du hast sie gewonnen, Sigmund. Du hast mir doch den Strumpf gebracht. Nein, ich habe sie verloren. Will sie verloren haben. Wenn du die Wette verloren hast, Sigmund, dann musst du heiraten. Die erste, die dir über den Weg läuft. Da steht sie. Wenn sie das tut? Wenn nicht, dann abgeschlossen. So einfach ist das auch nicht. Nun kommt doch rein. Ja. Ja, wir kommen. Und erzählen euch eine Geschichte. Wie heißt die Geschichte? Der verflixte Strumpf. Oder? Sigmund hätte Kerl. Du, die wissen alles. Mensch, Hast schon mal 2 solche Esel gesehen wie uns? fehlte bloß noch, wir hätten uns totgeschossen. Dann hätten wir uns jetzt aber geärgert, was? Snehwitt, kannst du mir vergeben? Ich freue mich doch, dass du mich so lieb hast. Platz da, Kasper, das Glück will durch das Tor. Gundula, schön warst du in der Mondscheinnacht. Noch schöner bist du, wenn die helle Sonne dich anmacht. Also mit süßen Redensarten, da ist ja nicht viel geholfen, Herr. Gundula, was hast du aus mir gemacht? Wir wollen hoffen, ein Ehemann. Das ist nur ein Strumpf, ne? Ein Weiberstrumpf, nichts als ein Weiberstrumpf. Und doch hängt manchmal an Lützendingern das Menschenschicksal. Naja, ist ja alles gut gegangen, ne? Nun sind die 4 sich einig, mit Herz und Kopf zu Ende Komödie von dem verflixten